Party, Platt und Plüschmaus. Hallo Hilka! Hallo Lisa. Na, wenn das mal kein Opening ist. Ja, das ist ein Opening. Oder hat wir nur so was total krasse Social Media mäßiges sagen würden, was so gerade total trendet oder so? Was trendet denn Überlegen. gerade? I can buy myself flowers. Das ist gerade Ja, überall in meinem Algorithmus bin. richtig. Write my name in the sand. Ja, Absolutely. das trendet gerade richtig. Das ist wahr. Nee, aber gibt das so ein Begründen, ne, so was? Sagt ihr nicht, ich habe mal gesehen das gibt so ein Nahrungsergänzungsmittel, ich sag nur nicht den Norm von das, wie kein Reklam dafür, so für Bodybuilder, und der hat einen deutschen Gangster-Rapper auf YouTube auch Reklam vermarkt, und der hat dann so beiden so YouTuber, ja, ob Kornnorm, und schon mal sagt, Mensch, hallo meine Lieben, aber schön, dass ihr Mhm. jetzt da seid. Das wäre doch eigentlich so ein typischer Begröten, oder? So ein typisches Tannengesang. Ja, ja, ich muss dir sagen, dass ich hier auch, ich sehe hier auch immer, hallo mein Liebsten, moin mein Liebsten, hi. Ja, also ja. Also richtig in die Trap, ne? Richtig trapped. Ja, ja, absolutely. Und du? Sagst du da auch irgendwas? Begrüßt du dich? Hast du eine Norm für die Community? Oh, habe ich eine Norm für meine Community? Ich glaub nicht so richtig. Das ist Hm. ja mehr so, ne, dass ich die Lü so eher so begrüßt mit Moin und Hallo wie Balladutsche. Ja, oh, ja, richtig engsthalig sagen Stimmt, würden, Hallo auf meinem Kanal, das sagt ihr doch schon was immer, sag ich aber gar nicht. Ich sag immer Moin, Hallo wie stimmt. Balladutsche. Ballerdutsche, ich Richtig. überleg grad, wo hält ein lütscher leichter Kuss? Gibt es da auch ein plattdeutsches Wort dafür? Ach, da wollte ich schon mal sagen, Söten. Ein Seiten. Oh, Ja. hallo, willkommen in Seiten. Oh, das finde ich auch Seut. Ja, also Seiten. das wär für mich so ein Kuss oder auch ein Küsschen Ja, oder so. ein Seiten So von was. Ballerdutsche. Ja. Die leg gerne gut. Die sende ich auch kriegst Oh, ein Mua. oh, oh, es wird noch mi nach Italien kommen. Ja. Ja, genau. Und die habt das sicher in der verleden Folge all hört. Worum das denn heute geht? Um Social Media. Und Mhm. Hilka, machst du vielleicht vertellen, wo habt wir uns kennengelernt? Auf Social Media. Haha. Ah, Surprise! Überraschen. Oh Mensch, das ist jetzt ein Plot-Twist. Mm. Wo kein hätte gedacht? Ja, das Mhm. hätte so, das hätte auf Social Media anfangen. Du hast ein paar Wochen vor mir, glaube ich, angefangen mit Social Media, auch mega aktiv, und dann ein paar Wochen achter die Weg davon auch so inspiriert, und ich habe, glaube ich, für die Firma, für die ich in der Zeit arbeitet habe, so einen plattdeutschen Post gemacht, Hm. und der hast du liked und wird unterschreiben, und da habe ich gedacht, ja, das ist ja eine nette. Oh, eine Und nette. ja, und dann wäre das so nett, das wäre ja so Corona und Lockdown-Tiet, und Ja. dann wäre das so, puh, ich habe Husten und nicht wusst, und dann wäre so der Leben wär von die, und dann habe ich gedacht, ja, ach, magst du auch was mit Plattdeutsch? So, Ja. ja. Ja, finde ich total klasse. Da habt wie auch, also gerade bei der Folge Hüt Hewig so Beten, was gut, also Kevin Beten, was gerade, wo ich mit Social Media umgehen da, war, warum ich mich auch dafür entschieden habe, oder warum wir uns vielleicht auch so dafür entschieden haben, das überhaupt um Social Media zu morgen, weil Social Media doch war nicht kontrovers ist. Mhm. Und gerade das inspirieren Leuten, morgen, vernetten, das sind so eine Sorgen. Oh Gott, wie glieds ja säge noch ein Bett David ob in. Aber das wäre auch der Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ich bin da so bannig glücklich über, einfach diese Möglichkeiten, diese Plattform dafür zu haben. Und sonst würde dieser ganze Podcast nicht entstehen werden. Wir hat uns nims kennengelernt. Also, oder ich wüsste einfach nicht, wo ansonsten. Nee, also Hm. ich weiß auch nicht, denn ich glaube eben auch, Social Media wäre gerade in den vergangenen Jahren einen wichtigen Teil auch für die plattdeutsche Community insgesamt, aber gerade eben auch für eine junge plattdeutsche Community, und auch erstmal zu wissen, dass Ja. das so was gibt. Ja, ja, genau. Das,
die Teilgruppe tau errieten und dann tau wiesen, hey, hier sind wir, us Gift dat. Und da finde ich Social Media und ja, vor allem dann halt Instagram so wichtig. Richtig, bin ich absolut bei dir. Und das gibt ja eben auch, also wenn ein sich mal die Kanäle von Lü ankickt, die eben auch der ja, Corona dazugekommen Mhm. sind, auch Plattdeutsch in ihr Kanäle inzubauen, die sind auch so unterschiedlich. Also da ist Mhm. kein Kanal dabei, wo ich sage, ja, der ist genauso als ein anderer. Ja, ja, genau. Oder vielleicht immer Oma Anni. Oma Anni ist über 80 und hätte in Mhm. der Corona-Zeit gesagt, okay, ich weiß nicht so richtig, was ich morgen schalte, meinen Freunden treffe ich nicht. Und dann hat ihre Enkelin Jessica gesagt, ja gut, wie probiert doch mal Instagram. Da schnackt er jeden Freitag auf platt. Versorgt wieder doch mal. Und nur ist Oma Anni ein, sie ist der Boss. Also, auf Instagram. Und das ist so schön, das vernetten und diese Plattform einfach für jeden dort erstellen. Ja, das finde ich auch. Also ich habe der Instagram gerade also in diese Plattdeutsch-Welt, aber eben auch zum Beispiel mit die so viele nette Kontakte gemacht, wo Ja. mit Lü, wo ich denke, ja, die habe ich ja nie nicht droppen vorher, weil die, die Entfernungen ja auch zu groß sind und ein kommt ja auch gar nicht, ein hätte ja auch gar nicht die Infall, Lü auf Platt anzuschnacken. Ja, das ist auch der Punkt. Ja, wird die vielleicht irgendwo auf ein Gothic Festival oder so, hast nicht beworben. Ich glaub, wie hat uns um Hochdeutsch kennenlernt. Und auch wenn da den Hut kommt, ach Mensch, du schnackst auch platt, da dächt dat, wie uns dann aber ob Hochdeutsch kennenlernt haben, würde, glaub ich, wann ich schwor worden, dat wie wat zu homo platt mogt. Ja, ja, das ist so. Und hier können wir nochmal einen Fun-Fact gut geben an uns Zuhörers. Ich kann mir bloß an ein, zwei Situationen erinnern, wo wir Hochdeutsch schnackt haben. Ja, ja. Ja. Ja, das ist immer, ihr müsst so beten, Figelinsch, wenn andere Menschen dobi sind. Da Mhm. habe ich dann, dass ich denken da, Hochdeutsch, Plattdeutsch, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich, ihr müsst denken da, das ist vielleicht ein Beten unhöflich oder nicht respektvoll den anderen Menschen gegenüber, da der sich den Utschlorten feuert. Als bald ich dann mit die platt schnack. Ja, zum Beispiel, Mhm. als wir in Berlin mit der jungen Lü West sind, da morgen wir noch mal in so einer Folge über, was wir da Ja, belebt haben. genau. Mhm. Ähm, und dann mit de Politikers da an einen Tisch wein, also Mhm. dat, und wo wir eben auch wussten, ein Teil von der kann kein Platt, da hab wir dann mit der auf Hochdeutsch schnackt, aber für uns wäre das komisch, also für mich wäre das komisch. Für mich wird das auch richtig komisch, wenn es sich richtig falsch anfeuert. Ich muss mich richtig konzentrieren, mit die Hochdeutsch da schnacken. Schon Ja, witzig. ja, und das ist so echt, wo ich sage, wow, also, ne, Sinne Social Media haben wir uns nie nicht kennenlernt und da hast du das echt hast, also würde das auch nicht diesen Podcast geben, denn, ne, dat, nochmal, ich weiß das vielleicht auch noch, hab wir auch einmal vertellt, aber Lisa hätte ja, mag ja viel, ne, mit Sprach erlernen, Language Learning. Bei mir kriegt sie dann mehr so, was ich irgend so mag. Und ich sabbel ja die hele Tiet. Von Anfang an war Perfekt zum bei mir, Plattau lernen. ja, Perfekt. war der bloß sabbelt. Und dann hat Lisa mir achter ein paar Wegen anschreiben und sagt, oh, was hast du gesagt? Ja? Genau so wie du sagst. Ah. Ah. Ich war so nipp und nau vertöbert von Hilkers Stimmen, dass ich dachte, okay, ich kenne diese hele Fru nicht, aber ich möchte so viel mehr von ihrer Stimme hören. Und dann habe ich sie halt ganz, total creepy, habe ich sie einfach anschreiben. Weil das Ja. eigentlich komisch. Findest du das komisch, dass das total ist? Ähm, ich kann ja, also da kann ich immer geben, will ich nur in dieser Folge nicht so groß einfach schnacken, aber ich habe auf Facebook mal einen Stalker hat. Das Oh. wäre nicht so schön. Aber das so schon ne, negative Social Media Belebnisse. Aber ich habe mich erstmal wundert. Ich weiß so, oh, huch. denn, denn du weißt ja, in Düsseldorf also ein Lütschen Star in der Szene und durch Funk und Fernsehen und allen. Und er ist mir dann anschreiben. So, ich jetzt sag so, oh. Oh. Und dann hätte ich, glaube ich, ein, zwei Mal schreiben und dann hätten wir uns zum Telefonieren Mhm. verabredet und kriegst eine Stunde telefoniert oder so. Ja, ja, genau, da war ich noch in Island, das weiß ich noch. Mhm.
Und Ja, dat ja. klingt so, da will so gaude Vibes twisten muss, dass ich dachte so, ja, da kann was richtig, richtig gaut werden. Oder waren. Und Mhm. dann hat er nu, guck mal, nu macht wieder fast 1,5 Uhr mit dem Podcast. Und Mhm. da ist eine richtige Freundschaft gut entstanden, wo ich denke, wow, das ist so, so wertvoll. Und ja, dank Social Media irgendwie. Hm. Ja. Und liebe Zuhörers, wir hätten uns auch all in real life getroffen. Das hätte auch funktioniert. Ja, ich will aufgeregter als für jeden Date vorher. Oh mein Gott, ein Treppelker. Was ist, wenn sie mich nicht macht? Ja, und? Stimmt, da war ich mir auch Glicks. Hab ich Glicks für Töwern lauten von Elsa und Anna. Das war ja das erste Mhm. Mal. Mhm. Ja, ja. Ach, und ich bin schon mal so ein bisschen traurig, dass ich nicht den Sven-Elch-Plüschtier Oh, gekauft habe. Ah, oh. Liebe ja. Taurus, falls ein von Jau den Sven Elch verhilker hat, sind in ihr Tau. Sind wir sich mal nicht frei. Sie macht einen Post drüber und schnackt mit ihrer wundervollen Stimme über. Ja, der war so niedlich und ich hef gedacht, nee, ich fick nicht. Aber ach, nun, den Gig da schon was noch an. Ja, Das da glaube ich dir. Plüschtier. Oh. Das ich so gern hat. Ja, nee, doch, das wäre sonst allen nicht zustande kommen, hart, wenn sich über Social Media kennenlernen. Darum, also, ich denke, für uns, das wäre das Beste, was passieren kann. Ja, für uns auf jeden Fall. Für uns zu hopen, aber auch, ich glaube, für uns jeden einzeln. Weil zum Beispiel die Radiobeitrag von Benita, sie hat die auch über Social Media oder über Instagram dann gefunden, Mhm. oder? Wie Ja, käme das so? Benita, Mhm. ja, Benita hat mir auch über Instagram gefunden. Und da käme das dann, ja, du das ein Beitrag einmal über Plattdeutsch und dann auch, dass sie äh, in mein Röhnrad rinstegen ist. Geht das dann ja so ein lütschet Malheur, das könnt ihr ja noch, ob das sieht von NDR in plattdeutschen Bereich anhören. Ja. Ja, Leve Benita, das steht auch schon was noch, da ich die nochmal eine schöne Französisch Kork. Das ist nicht vergeten. Das tut mich immer noch leid. Oh, ach nein. Ja. Alles Nein, wieder aber heil. Wenn ich mir so überlege, ich habe auch die Anfrage, die Großteil von der Anfrage, die ich so kriegen habe, ob das nur für Fernsehen oder für Radio, für die Zeitung ist, ist oft auch über Instagram. Und witzigerweise, das habe ich glaube ich noch nichts vertellt, habe ich mal Anfragen von Pro7 kriegen. Das war auch, da wollen die eine Spätschau morgen und da scheint halt auch was mit Platt drin werden. mhm. Oder Konstantin Productions in der Regen. Das ist Ja. dann aber nie was drut worden und das ist ein Plattdeutsch, also der hat mich nur anfragt und ob ich dann morgen will und hab dann aber gesagt, das habt ihr die Show gut genommen. Ich glöw, ich bin aber noch in deren Kartei mit drin und Oha. nu krieg ich von Tito Tit mal Anfragen für ein Hochzeitskleid ran, für die Traumhochzeit oder für eine Scheidungsparty. Und ich dachte mir so, Lü, ich glaub, wie möchten wir über meinen Algorithmus durchschnacken? Ich glaub, ich pass nicht recht in John Kartei rein. Das Ding ist ja auch, Oh. mit diese Brutkleid sorgen, du musst das Kleid dann ja noch selbst bezahlen. Oh, so ein Cheat. Ich will so ein Cheat doch gar nicht. Ja. Oh, das war wirklich witzig. Mir nochmal richtig gut so. Ich mal gucken, ob ich den nochmal posten kann. Und das war so witzig. Ich hab da hingegangen und dachte mir so, Hochzeitskleid ran? Sorry, Lü. Ich glaube nicht, dass ich doch gerade der Richtige bin, den ich hier anschnacken möchte. Mhm. Mega witzig. Ja. Ähm, Scheidungsparty. Da mach ich mit. ja. Da bin ich aber neugierig, obwohl du das umsetzen würdest. Achso, als Partygast wirklich, ja. Da Achso, mach ja, ich es war mit. als Partygast, ja. Mhm. Äh, ja, aber da sind wir auch dann doch so ein Bait, noch in der Debate von der Negative von Social Media, Ja, ne? Das ihn ja. ist so ein Bait frei verfügbar ja auch. Jeden kann ihn, wenn ihn das nicht unterdrückt, anschreiben. Ja, und da möchte ich noch wirklich dazu sagen, weil gerade den Anfang, den, wo wir nur vertellt habt, ist natürlich nur gerade richtig positiv wuschen und auch nur aus Sicht gerade. Und natürlich ist Social Media nicht nur positiv und den Negativen kommt ja nur auch noch. Aber das wird nochmal betont, Social Media ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ja, hast du da all schlechte Erfahrungen mit Mock, die du vielleicht auch, also von denen du auch vertellen möchtest? Also ich habe nu mit der Balladutsch-Account, der haben, sag ich da auch danke, noch nie nicht
richtig schlimme Belebnisse hat. Ich habe einmal von, also das war glaube ich auch ein Fake-Account, da war so ein merkwürdigen Chat mit der, das war erst so seriös und dann ist das jimmers merkwürdiger geworden und dann käme hichtenswann ein Datei und dann Datei eben auf Mhm. Englisch dann don't tell anyone, das Foto habe ich gar nicht obmorgt und Ja. die Teilnehmer direkt im Mang gesperrt. Aber so was richtig öve, das ist mir noch nicht passiert. Da kommt dann eher vielleicht mal was, das Lüder man sagt, ah, warum da ist du jimmers in den Storys diese Filtern nutten, du bist Mhm. doch sünner viel hübscher. Naja, aber das ist für mich so ein Spaß. Also ich finde Filter Mhm. mega witzig. Das hält nicht, dass ich nicht auf Reden mit mir bin, aber ich finde das so als Stilelement eben witzig. Und das kann ich dann aber eben auch verstehen, dass er sagt, ja, mir gefällt das nicht. Ja, ich kann sagen, ja, mir gefällt das und das ja nimm's weh, wenn ich die benutze. Genau, das ist das. Was sind gaue Tipps für einen gesunden Umgang mit Social Media? Und vielleicht passt das hier auch ganz gaut, dass wir da mal so ein bisschen über Schnack, wie das auch mockt. Hicka, wie mockst du das, dass du einen gesunden Umgang oder für die gesunden Umgang mit Social Media findest? Als ob er einen sieht Creator und ob er einen sieht aber auch Nutzer. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wir nehmen ja nur grad ab und ich wei das verleden 2 Weken echt sügsch. Mhm. Also ich wei einen richtigen Snob, das vielleicht hört ihr das auch noch, meine Stimme ist noch deeper als sonst. Noch schöner. Mhm. Und normalerweise ist das ja so, dass an jeden Plattenfreitag ein Video kommt von mir. Aber ich habe dann eben auch mal gesagt, ich kann grad nicht. Mhm. Ich bin grad noch to schlapp. Mhm. Ich kann grad einfach nix produzieren. Und das deit mir eben leid für die Follower, denn ich werd ja die Freizeit auch ab. Wenn ich, wenn ich mal wieder ein Wort verklor oder ja, sag ich, was ich mir gerade so infällt oder auch ein Rezept vorstelle. Aber ich kann da nicht. Und diese Produktionspus Ja. hat mir auch gut getan. Und ich freue mich nur, wenn ich dann nu vielleicht morgen oder übermorgen dann auch Kraft haben, ne, Video zu produzieren. Und in dieser Zeit wäre mir das eben auch wichtig, dann eben auch keine Stories zu morgen. Mhm. Ja, das ist 'n Druck, du Rutau nehmen, ne? Das ist 'n Erwartungsdruck, dass du oder Ja. den das ist ja nicht mal dat ich glaube gar nicht, dass die meisten Menschen so einen krassen Erwartungsdruck an die Creator habt. Ähm, aber du Mhm. hast diesen Druck, den magst du dir ja selber, weil du einfach weißt: „Hey, da Ja, drüben sind Menschen, die freut sich, wenn ich was posten darf.“ Aber da steckt halt auch viel Arbeit hinne, was nicht so oft sehen ja, wird. ja, du und ich, wir sind ja auch bloß Menschen, ne? Nein, nein, Und doch, doch. Salzköpfchen, bitte. Und wir habt ja auch Gimmers noch keinen Reklameobtrag, wir habt noch keine Kooperation zum Geld verdienen. Hier zum Beispiel mit Düsse Podcast, wir sind open dafür, aber wir habt Squatty-Pot. noch wir, Ah, eben, Squatty-Potty, darum, ja. was ist der Squatty Pot? Muss halbwegs ganz echt Squatty Potty? Nee. Ja, also wie verdient ton grötzten Deel kein Geld mit Social Media? Mhm. Wie morgt dat ton grötzten Deel für us und für die Community? Ja, ich muss Und total kurz ne? inhaken. Denn ich werde auch oft gefragt, okay, wie magst du das und kannst du denn direkt im Mang mit Instagram Geld verdienen? Nee, direkt mit Instagram verdient ein kein Geld, aber das ist Werbung. Also, wenn ich mir das ankicken dau, ich habe ja Menschen, die ich rieken dau. Und Mhm. das ist natürlich auch was. Denn der Menschen, dass der ihn sei, dass der ein Gaut findet, dass der sich mit der Marke, die man aufbaut, dass der sich damit verknüpft. Ähm, so kann man dann langsam anfangen, Geld zu verdienen. Und das ist so wichtig. Da geht auch nicht nur ums Geld verdienen. Aber das ist auch ein großer Punkt, wo wir dann auch nochmal eine Sinne folgt, wie Berlin verloren drauf in Gott. Plattdeutsch kann Mhm. nicht jümmes nur ob Ehrenamt loben. Ja, Das ist das so ist so. wichtig. Weil nur so viel Tiet auch drin steckt, so viel Tiet und hat. Und wenn das nur über das Ehrenamt lobt, dann war das auch nur, oder von den Menschen mag der viel Tiet habt. Und das sind meist dann
öllere Lüde rennen. Ja, das ist so. Und also, wenn ich nur hier mal um meinen Neikasten plaudere, wenn sie oder wenn du eben min 60 Sekunden Videos Mhm. kickst wie Instagram, da steckt ein Arbeit von, naja, ungefähr 4 Stunden Ja. bin. Ja, du magst ja auch noch Videos, das ist ja noch mal mit Schnieden und allem. Mhm. Mit Schnieden und grad, wenn ich eben Rezept vorbereite oder auch so, ich mag ja eben gern diese sprachwissenschaftlichen Anteil über ne, uns plattdeutsche Varianten und Sprachherkunft und so wieder. Da steckt eben auch richtig viel Vorrecherche bin. Mhm. So, dass ich keinen Quatsch vertell. Und also also in so ein kottet 60 Sekunden Video da steckt Und und ich mag das gern, mhm. aber ne, darum ist das eben auch bloß einmal in der Weg. Ja. Und das ist ja auch nicht nur, dass man das instellt und hochlädt, danach kommt ja auch noch die Interaktion. Das ist ja auch das Schöne an Social Media. Ja, Weswegen, oder warum ich das ja. auch so gern morgen raus, das sind ja die U-Tubes, die Nachrichten, die Kommentare. Das ist total schön. Wrug aber auch bei der Tiet. Ja, und ey, das hört sich nur so furchtbar an, als würde wie mit Jo Hörers und Instagram-Follower gar nicht schnacken. Doch, wird wie. Und darum Darum mag mag wir. wie Wie das, wird ja genau. mit, Mhm. ja, wie wird mit Jo über platt und ob platt schnacken und Ja, wie wird Jo unterstützen platt schnacken und platt lernen. Darum mag wir das und darum steckt wieder auch so viel Leif und Energierin. Also, da ja, verstottert ihr nur bitte nicht so, ach, die zwei, nu klagt, die Guide hat ja so schlechte zwei Plattfluencer da. Nee, aber wir würden uns eben bloß mal sagen, wie steckt da echt viel Arbeit in, wie uns das Thema Plattdeutsch und eben jo, die jo eben auch für Plattdeutsch interessiert so an Hand liegt. genau, genau. Das ist, ja, das ist so schön, sagt Hilka. Genau so, wo ich das Ja, eigentlich ja, danke. ja, Aber ja, das ist viel Arbeit und ich weiß nicht, wo die das geht, aber das gibt ja gerade wie Instagram auch das Entdecken, ne? Das ist lütsche Lupe, lebe Tauhörers wie Instagram. Und dann wart ein ja schon mal was vorschlauen von Algorithmus. Und da kann ein echt, also ich kann da echt süchtig noch worden. ja, ja, gefährlicher Punkt. Wie magst du das? Also, Mhm. ja, nu habt wir so 'n bisschen überschnackt. Achso, ich will noch mal ganz kurz sagen, wo ich das belebt habe mit grad Kritik oder so, bevor das ganz innegangen deit. Mhm. Ja, Ob dir, ja, ja, das ist bei dir noch ob echt dir, interessant. ob dir sieht Us und Creator. Ähm, ich habe mit nu nicht, also mit nu nichts Böses belebt, wirklich. Und ich bin da so heil dankbar für, weil ich weiß, dass das nicht normal ist. Und ich weiß auch, dass wenn das noch mehr Lü war, dann war da ein, zwei, drei Innewände, der das nicht gefällt, die wie persönlich angrebt, das ist mir klar. Aber mit nu, ich krieg mal ein paar mysteriöse Gruppeneinladungen oder mysteriöse Frauenstimmen, die plötzlich mit mir schloppen möchte und so. Ich glaube, dann kriegt jeder ein. Ich denke mir so, hallo. Hallo, ich krieg immer gedacht, das weißt du, Lisa. Oh, deswegen hast du den immer alle angenommen. Ja. Ja, aber ansonsten wirklich, da bin ich so dankbar für, weil ich auch halt weiß, dass das nicht normal ist. Und ich bin einfach die Halen-Community, die ganzen platten Menschen, Plattschnackers und Plattschnackerinnen, bin ich so dankbar. Und dafür möchte ich nochmal Hail Danke sagen, dass mir das, also dass der ich mag, mir das noch leichter und noch mehr Spaß, oder mag mir dann noch mehr Spaß, will ich halt so viel positive Rückmeldungen kriegen da. Danke dafür. Kann ich mich bloß anschlöten. Also ich löw, sonst wollen wir auch nicht mit so viel Energie auch, ja, das ist ein Podcast morgen Mhm. und uns mit Jo vernetten und so wieder, wenn wie nicht eben Jo unterstützen dafür hat. Ja, ja, genau. Ja. Ja, und dann natürlich aber auch die andere sieht, wie ich hefte auch lang mit mir hadert. Ist Instagram also eigens ist Instagram für mich die perfekte Plattform. Ich mach das gern Billetau-Design, ich mach das gern Informationsposter morgen, ich teile auch gern was um mein Leben, gerade so die Stories sind doch perfekt fair. Ich habe aber auch darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich nicht so gut finde, weil ich nicht möchte, dass Menschen immer nur an ihrem Telefon sind. Aber als Creator ähm, möchtest du den Menschen ja möglichst lange auf dein Profil holen oder Bidi holen. Hm. Und da bin ich immer so ein Beten, wie mag ich das nur ob best? Ja, hast du da mal über nachgedacht, Hilka, wie du das ob best für die magst? Ja, also das ist so ein Ding, also ich bin dann eben doch auch ein paar Mal gefragt worden
ach ja, warum magst du denn bloß Instagram? Kannst du nicht auch YouTube morgen? Du Mhm. magst doch auch all Videos oder so, oder kannst du nicht auch nochmal einen Livestream oder sowas morgen? Und der mag ich so, ja, finde ich super spannend auch. Ich habe bloß kein Tiet, Ja. ne? Also, das ist dann wieder so das Thema, min Knöpfe, verdiene ich ja größtenteils, zum allergrößten Teil nicht mit Social Media. Und Lisa nicht und ich auch nicht. Mhm. Wir sind eben kein Fulltime, Ja. Full-Job-Creator. Ja. Und klar finde ich, würde ich gern auch mal ein längeres Video morgen. Aber ich habe da nicht die Tiet für. Und das kann ich eben und da ist dann eben diese Tiet Obwand, das ist für mich to fail. Und da denke ich mir dann eben, ja, da ist gerade Instagram für mich in meiner Lebenssituation nur die perfekte Plattform. Ich kann Videos machen, aber ich kann auch mal ein Foto teilen. Ich kann jo mit Stories auch mal Mhm. mitnehmen, kurzfristig, was ich gerade mag. Und ich kann eben auch, glöwig, tojet ein Tiet, gut mit Lüe in Schnacken kommen. Ja. Ich löw, da ist YouTube oder auch Facebook ein bisschen schwerfälliger. Oh, total. Das habe ich auch mag. Also ich mag ja auch so beten Facebook, beziehungsweise nicht so richtig. Facebook unterstütze ich auch einfach nicht so. Das hört sich so blöd an. Aber auch YouTube habe ich ja auch angefangen und da habe ich gerade keine Kapazitäten für. Das ist, durchsteckt nochmal so viel mehr Tiet bin. Also ich habe Hochachtung für all der YouTube-Videos produziert. Das ist so viel Arbeit. Ja, ja, das ist mega viel Arbeit, aber das ist eben auch nicht so fix, was Mhm. uploaden wie Instagram, und du musst auf so viel Kram achten, Ja, und dann gibt das ja Lü, die lädt dann ja viel solche Videos in der ja, Weg wie Wahnsinn. YouTube ab. Oh, Ja, Wahnsinn. wirklich. Und dann, auf der anderen Seite, also ich hab so einen schönen Satz mal gehört. Erst kreieren, dann konsumieren. Und so versuche ich eigens mit mir und meinem Instagram, auch meinen Instagram-Konsum umtaugen. Weil ich sage da, okay, erst muss ich was kreieren, da ich nicht einfach nur stumpf dafür sitzen da und das konsumiere, was andere erschaffen habt. Und wenn ich dann kreiert habe, also eine Story-Post oder mit Jau interagiert habe, Nachrichten schreiben habt, all sowas, dann konsumiere ich. Ich versuche das aber, ja, so bewusst als möglich und so wenig als möglich. Denn, als du gesagt hast, ey, ist dann so fix mal, ach, eine halbe Stunde ist schon weg. Oh Mensch, wo ist das denn bleiben? Ähm, Mhm. Das geht so schnell und dafür ist Social Media ja auch gemockt worden, um uns dort zu holen, damit wir deren Werbung ankickt, damit wir einfach möglichst lang auf der Plattform. Das ist schon mal viel gelient. Ne? Einmal wird wir ja als Creator für uns Community da Ja, sein und auch unterstützen, helfen, anregen, geben. Ob der andere sieht, müssen wir ja eben auch ob uns aufpassen, genau. dass wir doch nicht versinkt. Also so deep in Ducat, dass uns reale Kontakte ja auch Ja, verloren gehen. ganz, ganz große und wichtiger Punkt, den ich auch verlesen habe, nur in der Recherche. Denn gerade gerade die Social Media Sucht ist eine große Sorge. Und wenn sie können, also sollt ihr da help, wenn sie wirklich das Gefühl habt, sie habt eine Social Media Sucht. Denn ich habe gefunden, also laut einer Studie oder DAK sind ungefähr 2,2 bis 3% von den 12 bis 17-jährigen Deutschen süchtig nach Social Media. Und das sind also das wird ungefähr, bummelig, über 100.000 Jugendliche werden. Natürlich auch Oh, wow. Obwassene, also auch erwachsene Lüse könnt davon betroffen werden. Aber gestartet soll das in und sagt Joe help. Denn das wahre Leben, Buden, das reale Leben ist so viel schöner und Menschen im realen Leben zu treiben, ist so viel wichtiger für uns, damit wie mental und körperlich gesund bleibt. Eben. Darum haben wir ja auch all wieder Pläne, wann wir uns wieder süd. Ja. Es ist schön, echt. Und ich habe noch für jeden, der sagt, okay, wie mag ich denn das, wenn ich denke, da, vielleicht bin ich doch ein Bettenfell am Telefon, Bettenfell wie Social Media, aber ich weiß einfach nicht, ähm, wie ich da gut kommen kann. Da habe ich nur ein paar Tipps. Also der erste ist Bewusstsein entwickeln. Also wer ist schon bewusst?
wenn du das nutzen willst, sag wirklich, ich möchte das nur nutzen. Und ich möchte nur bin, weil einfach nur, weil du mal lange Wiel hast, das Handy runterholen, Betten runterscrollen, das ist nicht bewusst, den Content zu konsumieren. Dann, Mhm. wem folgst du überhaupt? Also, wo kein ist das, den du doch folgst? Und möchtest du denn folgen? Worum folgst du denn? Einfach einmal, vielleicht auch mal sortieren von Menschen, die du vielleicht gar nicht so, die vielleicht auch psychisch nicht gaut daut. Wenn du durch jümmest, der perfekten Körper sein da ist oder der perfekte Morgenroutine. Das ist nicht deren wahren Leben. Und der könnt dann auch gut, wenn der dir keinen Mehrwert bringt. Also Sorry. ich kann ja auch verraten, ich habe keine perfekte Morgenroutine. Nein! Also ich kann Nein, nicht. Helga! Nee. Nein! Okay, Also, der Juli. also so als Jimmy in meinen Videos sieht, so stehe ich nicht ob. Ja, ja, aber das muss auch mal sichtbar. Also ich versuche eigens ohne Filter, weil irgendwie ohne Filter schöne finden auch. Aber natürlich, auch wenn ich dann morgens gerade aufstehen bin, denke ich mir so, oh, ich weiß nicht, ob andere Lüme hier nur so sein möchte. Aber ja, das ist natürlich, wie sich auch eher die schönen Sieten von dem, wo ich zum Beispiel gerade stehen da, wie sich auch eher der sieht mehr hin, als der sieht de Straut. Klar, Ja, ja. klar. Aber das muss Eben, einem bewusst eben. werden. Und dann auch ganz, ganz wichtig, den Dach am Morgen nicht liegst mit dem Telefon anfangen. Das hört sich so blöd an, Mhm. aber ich erwische mich da auch ab und Tomotau, dass ich denke, ach, okay, ich bin nur aufwachen, wo schön, nehme ich erstmal mein Telefon und kick, was ich für Nachrichten kriegen habe. Und dann lande ich auch wieder wie Instagram. Wo ich mir denke, nee, so möchte ich mein Dach Ja. eigens nicht anfangen. Und das muss mir auch wieder bewusster waren, dass ich sage, nee, Lisa, das möchte ich nicht, das ist nicht gesund für uns, das läuft wie. Lever das Radio anschollen Ah. und Musik oder Nachrichten hören. Ja, gaut. Ich, ganz, ganz sexy Ja. mag ich Kreuzworträtsel. Ich steh in letzter Zeit wieder mega auf Kreuzworträtsel. Und das taun morgen, so taun Frühstück. Beste, was ich jemals morgen können. Ich hab mir einen ganzen Batzen von Tohus mitgenommen. So, ich bin so ein deutscher Camper. So, als so richtig deutschen Mhm. Camper. Oh, hast du auch so einen Lutschen Grill, hast so einen Lutschen Grill dabei und schmiedst sie dann die Zucchini da ab? Nee, dann so wie das noch nicht. So schlimm ist noch nicht. Genau, der nächste Punkt ist, der Benachrichtigen schalten. Das geht total einfach Ja. und das wäre für mich auch ein großer Gamechanger. Also das habe ich ungefähr, oh, das ist schon lange her, wo ich alle Benachrichtigungen schulden oder alles, was mir Aufmerksamkeit trecken da, ob das WhatsApp ist, Instagram, Facebook. Entweder habe ich die App gar nicht mehr um im Telefon oder ich habe die ganzen Benachrichtigungen, Notifications habe ich gut. Überlegt schon mal, liebe Tauhörers, beruhigt all Social Media Apps Ja, und Messenger Apps echt. Also, ich habe auch mega viele Apps runterschmieden. ja. Und auch so, okay, ich bin nun nicht eigens nicht auf Facebook unterwegs, aber ich habe da auch keine App mehr auf mein Telefon. Mhm. Denn ich denke, ja, wenn ich da mit ihnen schreiben will, dann muss ich am Computer gehen, dann muss ich mit den Rechner Genau, abklappen. genau, Schworer für einen Sülmorgen, um nicht einfach nur um der App zu Ja. tippen und dann sinnlos, wahllos rumzuscrollen. Ja. Ja, ich hab an Enno gar nicht mehr gewusst, in welch App oder Network oder Messenger Mhm. ich da eine Nachricht kriegen habe. Ja. Das wäre ein riesen Durcheinander. Und das ist so, Darum, also, mir ist das opfohlen, assig, wenn der Weg denn da hört, Marc-Uwe Kling und das kommunistische Känguru, die Känguru-Chroniken. Kennst du den? mhm. Ja, Ah, kenne ich. Mhm. tauherrlich. Und da gibt dann eine Kottgeschichte, da woher sie fähigbar über sie ein Tablet upregen deit. Und das Gerät secht wat hey Morgenschalt, aber hey ist doch der Benutzer, hey ist der Besitzer, hey will sich nicht von sie der Technik sengen lorten, wat hey ta morgen hätt. Und in dem Moment habe ich mir so gedacht, ja, warum lord ich mir eigentlich von meinem Telefon sengen, wann ich ob et rumkicken schall? Da will ich Söhn bestimmen. Richt Und da, richtig. Da habe ich dann aber noch einen super Marc-Uwe Kling Hörbuchtipp für oh ja. die oder auch wenn du was lesen würdest, und zwar Quality Land. Oh, das habe ich auf einem Festival als Hörbuch gehört. Mega. Ja, ja. Ja, Irre. und da geht ja irgendwie auch um die Technik, die ihn beherrschen Ja. da, jetzt mit Scoring und all sowas. Ah, mega. Ja. Richtig, richtig gut. Genau. Und dann habe ich noch Ja, doch ein Tipp ist hier Taubispiel noch. Anstatt Social Media, also wenn die mal langweilig ist oder so, ist das, jeder kennt das, der nimmt dann das Telefon und scrollt rum.
warum Gott wie nicht mehr ruht? Warum mag wie nicht mehr in Yoga? Warum mag wie nicht andere Dinge? Warum das Telefon? Nur weil das so einfach ist? Also wirklich, anstatt das Telefon werde in der Hand nehmen, einfach mal da kicken, okay, was könnte ich sonst morgen? Ja, nimm den Nimm Bauch. zum Beispiel einen Bauch. Ja, das gibt nichts Schöneres, als so richtig in den Bauchtau versinken. Ähm, Eben, eben, das gibt so dolle Bölker, da gibt es so dolle plattdütsche Bölker, lang wie. wo finde ich den Ja, plattdeutschen da Böcke? kann. Mag wie liegt's mit warm? äh, Sie können natürlich auf meinen Instagram-Account gehen, da habe ich viele plattdütsche Bölker all vorstellt. Da könnt ihr ja inspirieren lassen. Und das gibt in Hamburg eine mega dolle niederdeutsche Bibliothek. Mhm. Und da könnt ihr auch hingehen und stöbern. Wirklich großartig. Die will ich ne verleden Sommer will ich durch, hab das in der ersten Mal sein. Und ich will nicht genau Deutschland, wo viele plattdeutsche Bölke das gibt. Und nicht nur so ole Kolumnen, absolut nicht. Oder so richtig Nee. ole Klatscher. Nee, da gibt es auch richtig gaue Nähebölke. Hast du nicht sogar so ein Ja. Erotikband? Ein plattdeutschen Erotik? Ja, 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 ich hab von der Bibliothek auch ein Erotikband, Woodland Craig, der habe ich aber nicht vorstellt. Ah. Aber, ja, das wäre, liebe Taurus, das wäre echt nicht jugendfrei. Und darum habe ich dann gesagt, okay, stelle ich nicht vor wie der Bölkerblick, aber ja, das gibt eben auch erotische Literatur, auf Plattdeutsch. Mhm. Ja. Könnt ihr mal in die Bibliothek anfragen per E-Mail. Ob Anfrage könnt ihr dann da nicht bloß an den normalen Öffnungszeiten vorbeikommen, auch so, möchtet ihr bloß für einen Termin abschnacken und dann könnt ihr da stöbern oder sie seid in Anfrage, ja, mir interessiert dort und das Rebät. Und dann kriegt ihr auch Albert Rutsöcht. Ja, großartig. Wird noch viel publiker waren. Ja, und da könnt ihr dann eben hingehen und die habt auch schimmers der aktuellen neuen Bölker von jedem Jahr da, aber auch alle Bölker, die sie vielleicht gar nicht mehr in Bauhandel kriegen können. Ja. Kick doch mal vorbei und stört aus Tau, wenn sie denn einen Gautbock gefunden habt. Das würde mich aber nicht interessieren, ob das was Fischau ist. Ja, ja, was sie so lässt, ne? Das würde mich auch mal Oh ja. interessieren. Also, Hilka, du lässt Erotik? äh, du, wenn das passt. Ja, Wenn die eigentlich lese Stimmen ich. passt. Wenn es stimmt passt. Vielleicht muss ich mal was inlesen oder so. Oh, da hab ich doch eh mal überschnackt, dass du noch mal so was inlesen Ja, musst. Mm. ja, so ein Cookbook oder so. Ja, das hört sich allen Da, sexy an. da, Das ist ein Thermomix mein Cockbaut. Rezept für Koch. Ja. Mein Rezepte für Grünkohl ohne Thermomix. Mm. Oh, Ja, oder so was gibt das ja ja, auch wie Social Media, ne? So Lü, die bloß so was inlässt. stimmt, ASMR. Aber Tau Grünkohl und Detox passt ganz genau der nächste Punkt. Digitaler Detox. Also wirklich mal zu sagen, okay, dann mag ich einfach mal einen Monat heil oh Sinne diese App. Das ist am Anfang Mhm. ungewohnt und das ist am Anfang schwur. Aber ein verpasst nichts. Pflichten pro Nachrichten, aber Lü, die wirklich dann errieken mört und möcht, der könnt das auch, also ich schaff das auch so. Und das deit bann ich gaut Eben. meine Puster morgen. So, als du 16, als du süg Ja, wärst. Hm. ja, also da kann ich nicht, ich wäre echt taufahrig und das wäre ja nun auch kein Vergnügen, zu wehen, mir aus Snoppentostern da, das vertellen zu wehen. Sorry, ich muss grad, das hört sich so blöd an, aber ich muss grad, kennst du Swamp Thing? Das Nee, was Ding ist und das? das Moor, das ist so ein DC-Comic. Und da muss ich gerade dran denken, also das ist echt das, oh, du kommst so wie so ein Monster und das Moor ruht. Sorry. Ja, also so habe ich mich auch fühlt, würde ich sagen. Also, oh. Mm. Ja. Nee, und das hält ja nun nicht, das kann ihn ja auch sagt kriegen, ja, dann bist du aber nicht authentisch, wenn du die nicht süg wiest. Ja. Naja, aber ich geh ja auch nicht süg ins Büro. Ja, ja, genau, genau. Und das ist immer noch ein Punkt, ja, wie weist oder wie wiest viel von uns leben, aber nicht allens.
Also, Instagram ist nicht us komplettes Leben. Und das Ja, also das wäre ja auch ein bisschen traurig, wenn ich bloß in diese lütsche Ecke da ja, genau, mit dem leben will. Ja, ja. Und das ist nämlich auch der letzte Punkt, oder vielleicht der letzte Punkt hier. Wer ist schon bewusst, dass Social Media nicht das echte Leben ist? Erstmal, wisst wie nicht das echte Leben und auch für die ist das nicht das echte Leben. Das echte Leben ist Buden, das echte Leben ist mit echten Menschen, mit echten Sonnenschein, mit echter Luft. Und so viel intensiver, denn das gibt nichts krasseres als die Realität. Das ist so. Ja. Und weißt du, was echt richtig real ist? Da wollte ich gerade tanzen gone. Tanzen gone, tanzen gone. Mhm. Tanzen Tanzen gone. gone. Und was braucht ein dafür? Ja, und was braucht ein dafür? Songs. Songs. Wie, ich möchte Songs, Also ich sind wir möchte jetzt wieder, Songs. ja, wir sind wieder in unsere liebste Rubrik ankommen. Nice. Later. Okay, ja. Okay. Mhm. Fang du an, das letzte Mal war ich so on fire. Okay. Ja, im Moment, ich sög das einmal kurz gut. Aha. Hier. So, da sind wir. Habe ich hier meinen Klaukenzettel. Also, das passt auch so ein Badenton-Thema. Ich gebe dir für welch einmal einen Tipp, weil das ist nicht liegt. Das weit ein Hit, aber ist nix, was ein vielleicht so typisch in Ohr hat. Das ist ein Punkrock, aber radiotauglich Hm. und von einer amerikanischen Band. Okay. Okay, also, noch ein Wendepunkt. Ein Straat, der sich deelt. De Tiet fahrt die an Handgelenk. Fort die dorhen, wo du hin musst. Nu mag dat best ut düsen Test. Und frag nicht warum. Dat is kein Froch. Aber wat een mit de Tiet lehrt. Dat is wat du nicht spöken kicken kannst. Aber an End ist dat richtig. Ich hoffe, du hast de Tiet von den Leben. Oh. Du hast den Titel von dem Leben. Time of Your Life? Ja, eigentlich ist ein anderer Titel, aber, also der Titel ist irgendwas anders, aber weißt du denn die Band? Green Day? Ja! Ja, das Lied heißt eigens Good Riddance. Ah, Time of Your oh Life. Gott, ich muss kurz das entöbern. Dann ich immer versucht, einfach nur eine Textzeile zu übersetzen, zu kicken, ob die mir bekannt vorkommt und dann brauche ich Google. Was? Nee, Ah. ja, also, genau, Green Day. Ja, der Herr Weg vorher irgendwann nicht hört. Wie bist du auf den Song gekommen? Wie Ja, schön. ja, ich finde, das passt so gut zu uns Thema, ne? Ja. So, das ist have the time of your life und das ist eben, ne? It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Und da ist für mich so eben, ja, wir haben viel Spaß eben auf Social Media, aber richtig viel Spaß aber noch mehr Spaß hat ihn dann doch in Real Life, ne? Das hast du schön gesagt. Ich Ja. soll gerade noch eine überleiten, dass mein Song vielleicht auch so Dave ist, aber Oh nein, was kommt nu wieder? hey, ich sag dir, kein Enrique Iglesias. Das ist schon mal mein Tipp vorweg. Ja, aber Und InSync? ja, kick wie mal. Ich glaube, da kriegst du fix gut. Okay, bist bereit? Mhm. Ich löw, ich hef dat all wedde mockt. Ich hef die Glöwenlauten, wie wären mehr als frünn. Oh mein Leif. Dat mach sich als ein Zwärm anhören, aber dat bedüten nicht, dat ich dat ernst nehmen dau. Denn all min Sinn Oh Gott, ist das verlieren- Britney? Ja. Von wem? Ja. Okay, Britney Spears mit Oops, I Did It Again. ja, und ich find dat auf Platz so süß. Oh nee, ich hef dat all wedde dorn. Oh nee! Ja, dann wird wir aber auch nochmal den Helentitel von dir hören, bitte. Oh, ne, du kriegst den Refrain kriegt ihr noch mal, den finde ich echt so witzig. Ja. Denn all min Sinn tau verlehren, das ist so typisch für mich.
Oh, mijn leef, mijn leef. Oh nee, ik heb dat al wedden down. Ik heb mit dien hart speelt, mi in dit spel verloren. Oh, mijn leef, oh, mijn leef. Oh nee, du hast dacht, ich wär von Ort, dat ich von Borven Sendwan bin. Ich bin nicht so unschuldig. Ja, das wird. Und wo übersetzt du Oops, I did it again? Oh nee, das hab ich hab das all wedden down. Ach so, ich habe so übersetzt, huch, hab ich das all Ach wieder so, gemacht? ach so, ja, okay. Okay, ich find immer das wird, oh nee, das finde ich immer sehr witzig. Oh nee, du hab ich das all wedden down. Ja, das musst du aber auch singen können, ne? Mit huch, hab ich Oh. das all wieder gemacht. Oh, stimmt. All wieder gemacht. Oh. Ja. Ja, Und wir okay. das werden umkomponieren, damit das auch nee. Oh nee. Oder ich mag den Background-Sänger mit oh nee, oh nee, oh nee. Wenn unser Plattlied kommt. Ja, ja, eben, wenn uns Plattgut kommt, auch, zuerst aber uns Oh Best-of-Playlist. ja, ja. Eben. Aber eigentlich ist das auch ein guten Abschluss, denn Britney hätte ja auch mit dieser Free Britney Social Media Kampagne vielleicht auch dann auch eher frei werden Wetter kriegen. Ne? Ja. Und Britney ist ja total auch ein bisschen abgefahren auf Social Media unterwegs. Wie habt ihr Likas in uns hart? Ja, Deep ja, in absolut. uns hart. Ja, das prägt auf jeden Fall. Ja, und darum ist das gar nicht so ein großen Musikmüll, als ein vielleicht denken kann, aber nur für die Überleiden, für die Tokam-Folge. Das ist so galant Mod. Denn, ja. Genau, denn wir schnackt in der Taukom-Folge über Müll. Wie möcht us Bildungsauftrag nochmal werden im Betten Organ? So, Hilka, was möchtest du denn über Müll schnacken? Also, einmal könnt ihr euch noch an erinnern, wann das duale System entführt ist? Ich weiß das nicht, dann muss ich für die Tokam-Folge erst noch mal recherchieren. Und ich glaube, was uns Tauhörers auch gar nicht interessieren will, wie dieser, wo magst du das eigentlich mit das Müll trennen oder generell mit Müll, wenn du mit der Lissi unterwegs bist? Und da wird wir in der Taukamp-Folge schnacken. Also freit ihr ob und bis dahin tanzt fliegt ein Beten to Britney. Oh ja, mag das gut. Tschüss. Bis bald. Tschüss.